Herzlich willkommen und hallo zu Folge Nummer 34, Drug Dealer Simulator. Und eigentlich wäre das jetzt schon eine Folge mehr, weil ich habe hier sogar schon einen Titel aufgeschrieben. Es war verflucht. Es war wirklich verflucht, die 34. Folge. Ich habe probiert, die kleinen Dealer ein bisschen zu versorgen, habe es geschafft, eine Tasche über den Zaun zu schiessen, endlich mal. Habe darum nicht die Aufnahme angeschmissen, weil ich es zwischen den Folgen machen. Aber dann denke ich, jetzt muss ich euch zeigen, wie ich es geschafft habe. Nachher haben wir etwa 20 Mal hintereinander Cops genommen. Ich habe immer wieder neu geladen. Habe mich aufgeregt des Todes. Ich bin ziemlich genervt jetzt. Und als es dann irgendwann mal zustande gebracht hat, ist mein PC abgestürzt. Und die Folge am Arsch, die Aufnahme. 25 Minuten, ciao. Ich glaube, es waren sogar mehr. Auch 30 Minuten durchgehende Aufreger. Tschüss. Ja. Oh mein Gott, hilft nichts. Schön, seid ihr wieder mit dabei. Ich weiß nicht, was mit meinem PC los ist. Das ist schon das zweite Mal, wenn er das macht. Muss ich vielleicht mal dahinter. Auf jeden Fall freut es mich, seid ihr dabei. Und ja. Jetzt muss ich überlegen, was ich vorher alles, dass ihr nichts verpasst habt. Nämlich haben wir hier ein paar kleine, die ich jetzt noch machen muss. Dann haben die Gang wieder 16 x 50 Gramm bestellt. Und wir eine neue Aufgabe haben bekommen, arbeite dich in einer der lokalen Gangs hoch. Genau. Und das machen wir jetzt. Oder wir probieren es zumindest. Weil wir haben Polizeistunde. Und es sind Cops bis zum geht nicht mehr. Genau, das habe ich gemeint. Ich weiß nicht, warum sie überhaupt noch aus dem Haus geht. Get him, ja. Okay. Hey Johnny. Komm, nimm deine 5 Gramm, dann bin ich das Seich los. Und ciao. Ich will jetzt einfach nur noch so schnell wie möglich das Zeug loswerden, weil ich habe langsam aber sicher die Schnauze voll von diesen kleinen Föderideals. Das nervt wirklich. Es ist einfach der Aufwand nicht wert, für 2 Gramm da den Doktor zu machen, wenn wir einweg so viel Geld verdienen können, easy. Danke, wer bist du gewesen? Wer auch immer. Sorry. Ah, meine Nerven. Ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Ich glaube, jetzt haben wir hier haben wir jetzt alle gemacht, jetzt haben wir die noch gemacht und den können wir wahrscheinlich wieder nicht machen, weil ich es sicher jetzt in der Aufnahme nicht herbekomme. Die Tasche über den blöden Zaun zu schiessen. Wir sollten mal aufhören durchsäckeln. Ja, hallo Charlie! Hoi da, kommst du mir gerade ein bisschen nach? 3 Gramm. Kannst du haben, Brudi? Hier. Und da ist noch die Valentina. Kannst du haben 2 Gramm. Gern. Danke. Tschüss. So. Und jetzt haben wir die verfluchten 2 Gramm, die noch über den Zaun müssen. Bitte nicht. Ja. Hey.
Gut, so weit, so gut. So, und beim letzten Mal bin ich dann hierher gestanden und habe diesen gemacht. Wäre ja zu schön gewesen. Ich habe diesen gemacht. Ja! Ja! Genau das wollte ich wollen. Jetzt muss ich einfach ziemlich weit wieder zurücksäckeln. Gehe durch die Kanalisation durch, weil ich habe ja jetzt keinen Rucksack mehr, dann passe ich durch die Kanalisation. Und dann kann ich auf die andere Seite und da habe ich Polizeikontrolle. Ausdauer sparen, Ausdauer sparen, Ausdauer sparen. Und säckeln. Yes, 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 yes. Wo ist der hure Kanaldeckel? Hier. Yes! Wir sind auf der anderen Seite. Hallo Polizeistation. Jetzt sollten wir uns einfach nicht verwutschen. Nach Möglichkeit. Ich hoffe, da kommen wir irgendwo raus, jawohl. Du machst halt einfach einen riesen Umweg. Hallo Freunde, Kuckuck. Hast du die gesehen, mit denen nicht? Ist klar. Und da haben wir unser Täschchen. Und ich habe es geschafft. Ich habe noch bewiesen, dass es geht. Aber es ist mühsam. Ich glaube, ich zahle lieber zum nächsten Mal. Also eben nicht für 2 Gramm. Geht ein bisschen um das. Yes, ja. Wunderprächtig. Ich danke dir, Herbert. Nein, wie heisst es? Baldwin. Oh, so, also, und wie kommen wir jetzt wieder zurück auf die andere Seite? Gar nicht, weil es ist ja Nacht. Wieder irgendeinen Kanaldeckel. Nein. Weißt du, lassen wir uns einfach verhaften. Aber nicht kampflos, oder? Egal. Wahnsinnskampf. Wahnsinnskampf. So, also, auf jeden Fall haben wir alles ausgeliefert. Und jetzt machen wir uns die Lieferung für eine Big Bubble. Die muss nachher da rüber. Halleluja. Aber wir wissen ja wie. To protect and to serve, ja, am Arsch. Nein, ich komme vom Polizeiposten, Herr Polizist. Ja, fick dich doch. Oh, die Wege, die man da zurücklegt. So, ich frage mich, ob wir überhaupt genug Material haben für 16 mal 50 Gramm. Ja, da probieren wir es. Oh, mein Herz. Also, Produkt verpacken. 50 Gramm, 150 sind drin, das gibt 3, zack. Ah, neue Kübel hätte ich noch holen können, wenn ich da nicht bin. Shit. Scheiße, dass ich nur noch. Dass ich zu wenig drin, dann gehen wir noch 2 mal. Zack. Dann haben wir hier noch 50 mal 3, zack. So, dann haben wir hier. Zuck. Und zuck. Und tuck. Jetzt haben wir alles in diesen blöden 50. In diesen blöden 50er-Säckchen müssen bestellen und nicht einfach
weißt du, gäbig wäre es, wenn ich einfach 100 bringen könnte. Aber ja. 142, ja, ist klar gewesen. 150, 50er. Etwa sind 3. 150, 50er sind 3. Jetzt habe ich gar nicht gezählt, wie viel wir im Gesamten haben. Was haben wir da jetzt noch? 2. Voilà. So, und wie viel haben wir jetzt in der Tasche? 16? Ja, nice. Perfekt. Und die Kohle hat auch gut Platz. Ist ja geil, aber die Kohle lassen wir da. Ja, easy going. Ah nein, warte, halt, stopp. Blödsinn, Kohle brauchen wir ja. Kohle brauchen wir ja, weil wir müssen ja die Bauarbeiter schmieren. Her und zurück sind $500. Kann ich da nicht? Nicht. Okay, ja, 655. In dem Fall, let's go. Big Business machen. Oh, endlich wieder easy Business. Das hure Umgesäckle wegen diesen 2 Gramm. Hey Fritz, oder wie du immer heiß ist, kann ich bitte einmal durchs Loch? Wie viel willst du? Klar gewesen. 350 weiss ich jetzt. Umso mehr Kohle sie machen, umso mehr Geld weiss ich. Wer hat es gedacht? Da in Säckeli neben der Polizeistation müssen wir. Warum müssen die Menschen immer mehr wollen? Warum habe ich keine Pistole? Warum kann ich nicht einfach erschießen? Also, nein, ich meine bedrohen. Ich würde natürlich nie jemanden erschießen in diesem Spiel. Das mache ich nur im echten Leben. Meine Jüte. Irgendwo hier ist doch das gesehen. Aber so. Nicht. Hier. Jungs, 16 mal 50 Gramm. Gib ihm. Ah gut, für zurück brauche ich es ja gar nicht, ihr Lau. Da kann ich einfach durchspazieren. Also. Einfach durchspazieren, ist klar. Ich weiß. Oh schon. Jetzt müssen wir zurück ins Apartment und dann holen wir direkt das Geld. Hey, so muss es doch laufen. So muss es doch laufen. Nicht da hure hin und her gesocksen für 3 Gramm. So macht man Geld. Grosse Mengen muss schieben. Übel. So. Oh, wir können Downtown freischalten. Nice. Geil. Okay. Okay. Die Kunden lieben dich. Wie sieht dieses Bankkonto aus? 16.000. Ja, nice. Also Gustavo, 16 mal 50 ist geliefert. Gang rauf. Das geht ja noch ewig. Okay. Boah. Und dann müssen wir mal Geld einsammeln, glaube ich. Nein, der braucht noch Koks. Aber der Rest hat auch Geld. Also mir Geld geben. Der Kordian. Ja! Endlich! Wir haben den Kordian als Dealer. Auf das haben wir alle gewartet. Wir haben den Kordian. Wir haben den geilsten Cowboy in Town. Oh.
Geil. Muss ich mir gleich aufschreiben. Die Party kann losgehen. Ja Mann, wir haben den Kordian. Geil. Also, haben wir schon noch einen, der Dealer werden? Ich habe keinen Bock mehr auf euch, geht einfach alle weg. Nice, wir haben den Kordian. Oh, also, weißt du, was machen wir eine Geldsammeltour? Ja, wir machen eine Geldsammeltour. Jetzt bin ich mal gespannt. Aber so richtig Cash machen wir jetzt. Das ist der Kordian. Ah, endlich haben wir den Kordian. Hey, nochmal, jetzt füllen wir ins Zeck. Der braucht noch 16 Gramm. Wir die auch noch schnell bringen. Und Level 30. Bujaka. Boah. Jetzt habe ich vergessen, wie viel es dort wollen. Äh, 16 Gramm. Sorry, ich war noch am Lesen, was wir jetzt hier alles freigeschaltet haben. Krasses. 10 und 5 und 1. Zack. Und dann brauchen wir ganz viel Platz im Sack für Geld. Da noch ein bisschen Geld rein. Speichern. Ah, ist das schön. Jetzt kommt die Belohnung für all das Nerven. Also eben, das habt ihr alles gar nicht mitbekommen, aber ich bin durchgedreht. Ich bin effektiv durchgedreht. Okay, jetzt bringen wir aber am anderen zuerst das Geld, das Material. Welches war das gewesen? Nimm das Geld. Schmicka. Genau. Der will noch Stoff und der Rest wird hier nicht zwicken. Oh, schön. Schmicka. Ich habe dir ein Päckchen gebracht. Die Polizei läuft hinten durch. Yes, okay. Gut, Geldsammeltour 2020. Also das Ding ist sicher mal das grösste Päckchen. Wenn wir mit dem grössten Päckchen anfangen, dann können wir dann nicht mehr schnell säckeln. Wer haben wir hier so? Der Damien ist davor um die Ecke. So, die Folge geht jetzt so lange, bis wir das ganze Geld eingesammelt haben. Ah, schön. Damien, merci vielmals. Ah, das Geräusch ist gut in meinen Ohren. Und Amarena. Hallo mein Schniegel. Ist schon ein bisschen Geld für mich. Ja, danke dir, gell. Und der Adrian ist auch irgendwo da hinten in den Büschen. Ich muss dazu vielleicht sagen, wir haben aktuell 7 Uhr am Morgen. Mittlerweile ist es die 9. oder 10. Folge, die ich im Stück aufnehme. Und darum hat mich das vorhin so dermaßen aufgeregt, weil ich einfach nur noch verkackt habe. Aber jetzt gefällt es mir wieder. Weil Geld sammeln tue ich gerne. Danke, Adu. Jetzt haben wir dann noch der Dwayne. Und der James ist glaube ich auch da.
Weil das Schönste im Geld sammeln ist, hallo Dwayne. Du kannst einfach, Cops können dir nichts machen, merci Dwayne. Die Cops können nichts machen, weil du machst nichts Illegales. Also sie wissen es auch nicht. Danke James. So, haben wir jetzt alles? Nein, wir haben noch mehr, wir haben noch mehr. Gott. Wisst ihr noch, wo wir angefangen haben mit diesen paar $100? Hey Robin, ist doch ein bisschen Geld für mich? Ja, merci. Jetzt noch der Donald und der Chuck. Sie glaube alle da vorne. Jawohl, der Donald und der Chuck. Ah, das ist einfach schön. So, Facts. So macht Spaß. Da müssten die sein. Hey, Chucky Boy. Was haben wir denn da? Ah, ich habe schon gedacht, jetzt kann ich vielleicht noch von anderen irgendwie Zeug abgreifen. Hey Chuck! Merci. Irgendwo hier. Eieieiei. Eine hohe Tour machen wir, aber ich glaube es ist es wert. Und der Donald. Yes. Also wir haben jetzt zusammengesammelt $14.000. Immerhin. Und jetzt holen wir einfach in einen Koffer, wo wir vorher mit einer Lieferung, einmal säckeln, einmal aufpassen, holen wir jetzt einfach kurz die. Ich glaube nur nicht hierher. Nein. Wo kommen wir denn hierher? Ah, wir sind auf der falschen Seite vom Anwesen. Nein, was ich mal sagen, wir holen einfach schnell. Alter, der Pool. Ich will dem seine Hütte. Schaut mal. Seht ihr die Hütte? Das muss das Ziel sein von diesem Spiel, dass wir hier innen wohnen. Wir haben jetzt einfach die ganzen Dealer alle zusammen beliefert. Und das hat 14.000 Stutz gegeben. Wir sind 20 Mal rumgesäckelt. Fürs zu bringen, fürs wieder zu holen. Und hier säckeln wir einmal und es gibt einfach richtig Cash in der Tasche. Wahrscheinlich etwa das Doppelte. Hey Gustavo, mein Freund, wie geht's dir? Danke. Nehmen wir doch das Köfferli. Warum laufst du eigentlich nicht gegen da vorne, wenn du weißt, also ich könnte schon auch da vorne warten, aber ja. Also, warte schnell. 31.000. Bitches. 31.000. Yes, Mann. Yes. Ah, ist doch einfach geil. Jetzt können wir noch der Eddie auszahlen. Oder haben wir das schon gemacht? Ich kann es nicht mehr sagen. Aber auf jeden Fall rendiert es 10-mal mehr, einfach nur noch mit Ganglieferungen zu machen, als da wegen jedem Gagu rumzuzöckeln. Wo laufe ich wieder mal her? Ich habe so viel Geld, ich bin verwirrt. Alter, ist das krass, Mann. So. Zack und zack. Oh, wie sieht es aus? Haben wir den Eddie schon gezahlt? Ich glaube es nicht. Nein, natürlich nicht. Also 17.000 für den Eddie, das könnten wir haben. Ja, jetzt haben wir einfach das Horti. Springen, Horti wie ein junges Reh zum Eddie über. Hey Arschloch. Da lasse ich mich nicht raus. Säckelt einen neben noch durch mit einer Koffer. Das Ding. Hey Eddie, hier ist dein Geld. Ich danke dir, merci gell und tschüss. Hey Arschloch. Wir schwimmen gleich im Geld. Ich habe es gesagt, ich habe euch Erfolg 1 schon versprochen.
Wir kaufen die Stadt. Wir schwimmen im Geld. Wir haben noch nicht mal so viel, aber... Ja, gut, 14'000 hier und ich glaube etwa gleich viel hier. Jetzt machen wir aber schnell den alten Trick 77. Also Trick. Das Geld auf den Boden. Der Koffer weg. Ich hoffe einfach, es ist zu knapp. Ich habe immer Angst, dass ich irgendwie Geld fortschieße. Scheinbar ist mir das schon mal passiert. Weil ich habe ja einen Koffer gefunden mit irgendwie noch Geld drin. So, 14'000 und zack. Und dann haben wir 28'800 hier. Und zack. 30'000 Tasche ist wieder voll. Nice. Andere Frage, wenn ich jetzt das Möbel füllen mit Geld, was würde da so reingehen? 10'000. Ja. Okay. Und Spraydose eigentlich mal in den Hosensack nehmen. Geht hier nicht in den Hosensack, ist das wahr? Ja, ja, die lassen wir jetzt da mal so liegen. Den verräumen wir noch. Wenn irgendjemand von euch weiss, was ich mit diesen huren Koffern machen kann. Oder mit den Rucksäcken, die ich zu viel habe. Weil langsam aber sicher haben wir ein Problem. Nein, doch nicht. Das hätte ich gern. Aber nicht hier, da muss ich auf das WC. Das WC muss frei bleiben, das ist ein heiliger Ort. So, ja, bleib dort schön. Ja, wir sammeln Koffer. So. Ja. Ich glaube, langsam aber sicher müssen wir mal schauen, was wir mit unserem Geld machen. Ob wir das alles waschen wollen. Ich glaube, da verlieren wir viel zu viel. Oder ob wir da in die Bitcoins investieren, wie das genau läuft. Wir können sonst da mal gucken. Noch Hurti. Login zum Bankkonto. Das ist nicht da gewesen. Bitcoin Geldbörse. Also ein Bitcoin ist $18 und wir haben keine Bitcoins. Ich glaube in der nächsten Folge... Oh, der Cordian. Der Cordian hat die erste Bestellung gemacht. Komm, die machen wir heute noch. Jawohl, wir bringen dem Cordian noch seine erste Bestellung. Weil ich habe das Gefühl, das wird unser bester Dealer, ich habe es von Anfang an vorausgesagt. Der Cordian ist der Cowboy und fuck, wir haben keinen Stoff mehr. Wir haben zu wenig Stoff. Das geht's doch nicht. Ja, so lange wartet der Cordian noch nicht. Jetzt machen wir das schon scheissig, bitte nicht. Eddie, wir brauchen Stoff für die Stoff. So. Und zwar die grösste Bestellung, die wir je hatten. 700 Gramm, nicht? 17.500, 17.700, 710 Gramm, 705 Gramm. Ja, komm, das ist gut. Aber in dem Fall würde ich sagen, verschieben wir den Cordian auf die nächste Folge, weil sonst, jetzt geht es wieder ewig, bis der Eddie liefert. Und
auf das können wir auch warten zwischen den Folgen. Ich hoffe, der Cordian hat Geduld. Auf jeden Fall würde ich sagen, merci vielmals fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch einen Daumen da, abonniert den Kanal, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Und ich sage, merci gell, bis gleich, Timo G, ciao.